De Gast zog mal grad, nachdem es de ferner Karteise gesucht hat, dass man kein Schnüddelhinger der für no machen, muss mir zwei es ganz redem schreiben, das geht ein bisschen knapp. Die Damen und die Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen und Vertreter von der Presse, liebe Leute alle Guten. Glück auf Frust leiden an der Politik oft nur bei nie. Sind immens glücklich haut, zu ihr all schwätzen zu dürfen, wurde nicht riechen zu dürfen. Und zugleich sind ich frustriert, wenn ich verschiedene Entwicklungen gucke, die an der Politik schon viel zu lang für sich hier fuhren. Das ist ein riesiger Fehler, ein falscher Reflex, wenn ein Politiker seine politischen Ambitionen froh abbaut, was kann ich machen, für meine Partei weiterzubringen. Weil wenn sich fragt, was kann ich machen, für meine Partei weiterzubringen, da schließt die froh aus, was kann meine Partei machen, für das Land weiterzubringen. Da sind sich die Frage, die sich stellen müsst. Und ich meine nicht, ich weiß das, dass ich ohne irgendwie an eine Partei kommen sind, die, wenn man an die Geschichte zurückguckt, sich immer gefragt hat, was kann eine Partei machen, für das Land weiterzubringen. Und ich fand dann ungemein erfrischend, wenn ich an langen Abenden, an langen Reunionen, auch am Kader vom Wahlkampf, wenn wir da an Reunionen sitzen, und es nicht frohen, auch am Wahlkampf, was dürfen wir den Leuten an den Wähler sagen? Was sollen wir den Leuten an den Wähler sagen? Nee, mir so, was müssen wir den Leuten an den Wähler sagen, was ob sie zukommen? Und das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur, dass ihn an der Vorbereitung vom Wahlkampf just schwätzt, am Hinblick darauf, was eine Partei weiterführen kann, geht darum, das Land weiterzubringen. Und es gibt, denke ich, genug, was man den Leuten müssen sagen. Wir müssen den Leuten sagen, dass es Schuldenlast unkontrolliert wiest. Wir müssen den Leuten sagen, dass es falsch ist, wenn der Pierre Gramegna sieht, als Staatsfinanzen wären am Equiliber. Wir müssen den Leuten sagen, dass in ihnen erklären muss, dass den Unterschied zwischen Finanzpublik und Zentralstaat gibt. Wir müssen den Leuten sagen, dass wir im Moment all Jahr rund 1 Milliarde Euro neu Schulden machen, wo wir Schulden machen, für Schulden zurückzubezahlen. Wir müssen den Leuten sagen, das ist mir ganz wichtig, ich schwätze als Jugendpräsident zu ihr, dass doch als junge Generation in sich für dumm verkauft wird. Das gesagt gehen, wir machen einen Fonds von 1 Milliarde Euro für die jungen Leute. Was aber nicht so ist, dass der Fonds integral über Emprunt finanziert wird. Das ist die jungen Leute sondern dargestellt, das ist die Gagmartine gemacht. Und wir müssen den Leuten doch sagen, dass so eine optimistische Pensionsrechnung 2040 abhält. Aber was man den Leuten auch muss sagen, ist, dass die starke Wachstum, den wir haben, dass der Profit, den der Wachstum generiert, nicht durchgeht, für die Nachfolgekosten vom Wachstum aufzudecken. Das muss ich schon noch geschwärzt gehen. Dass, wenn wir an Zukunft gucken, als Pensionen angucken, dass da ein Astrid Lulling-Mann steuert, das ist mir bewusst. Aber was sollen wir als Junker sagen? Wir haben an der Adrenalin Personen, die auch 2060 nach beide Face am Berufsleben stehen. Dafür können wir nicht sagen, das ist unseriös, die Leute, die an Zukunft gucken, da kann ich gar keine Prognose machen, das ist eine reine Panik machen. Nee, das ist kein Panik machen. Und ist so ganz klar, wenn wir dort Pensionen gucken, da braucht man nicht an die Glaskugel zu gucken. Das sind Zahlen, demografische Zahlen, die wir heute schon haben. Da machen wir als ADR keine Panik. Und das ist überhaupt das falsch zu sagen, die ADR möchte just Panik und ADR kritisiert just, ohne selber konkret Proposen auf den Tisch zu legen. Wir machen keine Panik. Wir stellen objektiv fest, dass der Sturm auf Lützeburg zuzieht. Und dass wir besser hätten, den Sturm nicht zu ignorieren, den könnt. Und wir kritisieren nicht just. Wir haben nicht recht seit gestern
Fakten op den Tisch gelaufen, Schrauben abgewiesen und den Madrene können. Fakten, dass von denen rund 13.000 neue Residenten, die alle Jahr ins Land kommen, die Menschen am Privatsektor schaffen. Das Wachstum kann kontrollierbar sein. Durch Steuergerechtigkeit bei den Entreprisen zum Beispiel. Dadurch, dass wir privatwirtschaftliche Ressourcen stärken. Dass wir Klein- und Mittelentreprisen stärken. Die auch solle Steuererleichterung kriegen, wenn sie zum Beispiel, wenn wir sie encouragieren, dazu mit Bildungserrichtungen zusammen schaffen, die hier am Land sind, hier jungen abholen, jungen abholen, Leute encouragieren, da gehen nicht Schrauben, die Madrene können. Ich werde auf dieser Platz sicher nicht die glasklare Ideen, die wir am Wahlkampf ausschaffen, auf dieser Platz schon verraten. Aber das ist kein Geheimnis, dass es Schrauben gibt, wo ich kann aussetzen kann. Also gut, wenn wir just kritisieren geben, da wäre das noch 1000-mal besser, wie hinzugehen, und wie die Sozialisten zu sagen, dass die Leute, die sich Sorgen in Zukunft vom Land machen, dass das Spinner wäre. Wenn ich als Angestellte meinem Patron so ein Frechheit mache, da fliege ich raus. Und da muss ich sich fragen, wen ist dann der Patron von der Regierung? Man ja kein anderer wie der Wähler, die mit seinen Steuersäulen die Regierung von der Pai bis über den Staatsfonds finanziert. Da muss ich doch mal so dürfen. Eine andere Sache, die mir am Herzen liegt, wird immer gesagt, wir haben Debatten, zum Beispiel die Wurstemsdebatte, zum Beispiel, wenn wir als Relation der EU gehen, die wir gucken. Da wird gesagt, ja, wisst ihr, wird die Leute gesagt, das sind unheimlich komplexe Debatten. Und sich auch steht da der EU kritisch gegen die war. Ja, das sind unheimlich komplexe Sujet und die sind ja sowieso vielleicht just Handwerker, die versteht das auch nicht richtig. Dafür vertraut Eis. Wir machen das schon. Das ist ein komplexe Debatte. Das ist in sich immer ein guter Weg für eine Partei, sich an der Außen zu verstoppen, dass es sowieso ein komplexes Debatte ist und dass sie schon eine Partei vertrauen sollen. Und das ist am Ende an, das Falschste, was die nicht mehr machen kann. Da die ich bin Hofrichter darüber, informiert Leute. Und da die informiert Leute, dass ein Sturm ob es durchkommt. Und ich muss dann immer so, und auch für das ich das selber dann mal verstehe, dann fasse ich das immer ganz gerne an Bilder, an Metaphern. Und da kann man gucken, holen wir mal das Beispiel, Lützeburg wäre eine Insel. Wir wären alle Inselbewohner, wir wissen, dass ein Sturm auf uns durchkommt. Und da stellen wir uns froh, wie reagieren wir, und wie reagieren als Parteien. Die LSAP und die DP, wissen was die sagen? Das ist doch Quatsch, kennt gut kein Sturm. Die so etwas behaupten, dass sie Spinneren. Und überhaupt, wir müssen nicht für Sturm warnen, wir müssen für Rechtspopulismus warnen. Die Links sagen, die Links sagen, aber der Sturm, den ist schon lange umgang. Und das ist alles ganz furchtbar. Wir auf den Nordisch-Inseln, da ist noch viel mehr schlimme Sturm. Und ihr müsst selber ein Haus bauen. Aber da muss man mal für zumindest all den anderen ein Haus bauen. Was die Gring sagen, das hängt davon ab, ob die Gring an der Regierung sind oder ob sie nicht in der Regierung sind. Wenn die Gring an der Regierung sind, da sagen sie, ja, könnt wahrscheinlich ein Sturm ob es tun. Aber wir können doch kein Haus bauen. Da lebt eine ganz viele Fledermauskolonie. Aber wenn sie an der Regierung sind, da sagen sie, ja, könnte Sturm ob es tun, ob die Sturm ob es tun könnt oder nicht. Das ist sich nicht so wichtig. Wir bauen, das können wir immer mal. Auf wir warten schon ein Haus bauen. Wir können ja die ganze Insel direkt so betonieren. Piraten sagen, ja, effektiv, könnte Sturm ob es tun. Wir können kein Haus bauen. Wir können nur informatische Lösungen sichern, für ob Sekunden genau zu suchen, wen ihr den Sturm könnt. Und das Ganze ist anonym und die Daten sind zu allem Moment sicher.
Aber wisst ihr, was CSV sieht? CSV sieht, am engen Dialog mit all diese Partner sieht CSV allen Inselbewohner ein herzliche Merci für die Dialogbereitschaft mitzudelen, dass eventuelle Sturm ob es durch könnt. Wir suchen klar, für was wir stehen, und versichern alle Leute, die den Sturm fährten, dass wir mit diesen 8000 Innerorganisationen, wo viel dynamisch, flott, jung, engagiert Leute sind, die bereit sind, an einem konstruktiven, flotte Kader mit zu diskutieren, als ernsthaft Gedanken gemacht und iwwer Fuhr vun der Fassade a wat fir Plätter schon mal hole géfen. Allerdings auch am Respekt vun der Kontinuität mat all denen Inselbewohner, die net unter Sturm glefen. Am Geest vum Konsens mat all diese Sozialpartner. Fragt der Sturm aus der Welt do. Ich denke, dass wenn man den Bauherr gucken, de Claude Wissler, sonst schleppt man die Vater so unauffällig, die Vater so neicht so. Und du aber sicher okay gemeckert. Was sieht da der? Da der sieht, ja, es könnte Sturm. Piraten haben das recherchiert. Jo, ihr mit Haus bauen, muss man Leute informieren, dass es Sturm könnt. Weil so sind sie nicht bereit, das Haus mitzubauen. Jo, wir müssen Lowell aufhängen, das Haus zu bauen. Jo, wir haben Pläne, 4 Leute, wie wir das Haus bauen. Und nee, wir können ihr nicht versprechen, dass wir ihr ein Schloss bauen werden. Wir bauen ein Haus. Aber was wir euch versprechen können, es gibt kein einziges Nas, wann der Sturm könnt. Und das ist es erzählt. Es ist schon etwas anderes, was ich so will. Es gehört vielleicht nicht hin, aber schon nicht oft so eine große Bühne und dafür so nicht, was ich zu sagen habe. Etwas, was mich krank macht, was mich wirklich krank macht, das ist die Art und Weise, wie als Regierung am Mathieu CSV mit dem Norden umgeht. Und ich bin aus dem Norden. Und ich fange direkt mit etwas ganz Versöhnlichem an, wenn ich sage, dass wir am Norden ganz engagiert Gemengepolitiker haben. Und die haben 2 Charakteristiken als Gemengepolitiker. Erstens, am Bereich von der Kultur machen sie es best. Das muss ich wirklich so, wenn ihr am Norden wohnt, da weiß ich, am Bereich von der Kultur ist viel passiert. Und die zweite Charakteristik, die sie haben, ist, sie gehen nicht fertig mit Schämeren, kreischen, wie schlecht es am Norden geht, wie schlecht auch der Norden da fuckt. Wenn man den Rest vom Land guckt, dass der Norden immer vergisst geht. Und der Clou ist, dass die berühmtsten von denen Gemengepolitiker, die sitzen auch im Kraut Macht. Und der Clou ist, du hörst diese Bemol nicht mehr. Da sind sie so klein. Da kriegen sie von den Fraktionen gesagt, was für ein Knäppchen sie drücken müssen. Martin Hansen, das muss ich sagen, da traut sich noch eins, da über Bildungspolitik zu schwätzen. Das muss ich sagen, ganz ehrlich. Aber wenn ich aber gucke, was für ein Zustand als Bildungseinrichtungen sind, da gehen die Positionen sind nicht klar genug, sie gehen nicht weit genug, also sie sind nicht radikal genug. Mit zumindest die Madame schwätzt ein Thema und auch an der Chambre. Aber für den Rest, da geht ganz zaghaft, heinz du mal über Kultur geschwart. Da gehen Erfolge gelöst für ein Centre kulturell oder ein Theaterverein. Der schwätzt punktuell immer über ganz spezifisch medizinische Themen, über die Fee vom See, den Tee vom Fee. Und das war es. Und da frage ich mal ganz zaghaft, meint dir, wir hätten not auch andere Sorgen am Norden. Wisst ihr, wie das, wenn ihr am Norden an einer sozial und finanziell prekären Situation ist, dann kann ich sich kein Auto leisten. Wisst ihr, wie das, den sich da nicht mal am Notwendigsten kann andecken? Wisst ihr, wie das, dass am Norden der soziale Wohnungsbau jahrelang nicht thematisiert ging. Dementsprechend das auch nicht gemacht ging. Wir schwätzen immer gerne von Kultur am Norden, das ist auch gut so. Mit die richtigen Probleme, die schenken nicht angepackt zu gehen. Wisst ihr, dass
arem Leiit net nimmen an de Stiert vune, méi och op dem Dierfer. Wësse dat dat net nëmme gut fir an der Staden Zentbutik zun, mit ass mor am Norden Zentbutiker bräichten. Wësse dats déi Leiit, die elendlech a Kaffeeszëmmere liewen, dats dat kind traurige Privileg vun de Stiert ass, mé eng traurig Realitéit och an den Dierfer, mit vun der Heier de neicht. An sogur wenn man net vun den Ärmste schwätzen, dee gin Diwer eng besonnig Pflicht tun, wenn man vun mod Infrastrukture kucke. Den dringend notwendigen Ausbau vun der Nordstroos, da huet an der Motion oder an der Chamber eng Motion deponiert, wo se dat wollt op den Instanze weh bringen. CSV huet dagegen gestimmt. Heier den do Kritik vun andere Parteiie? Nö. Hauptsache nächsten Zeltfest kann sich schon nicht so viel kritisieren. Nächsten Zeltfest muss mir mal nie op Foto. So lebt es am Norden. An mir am Norden alterem Konsens, Unscheinbarkeit, schwach. Ich gebe bald so am Norden, die sind total verwisselert. Da laufen just Wissler rundherum. Das bisschen wie bei den Jugendparteien. Wenn ihr da bei einer Table Rand sitzt, das dermaßen unscheinbar. Die eine Partei geht der andere recht. Was ist der Konsens? Mein Debatte wäre eine Gruppentherapie. Das ist ganz schlimm. Und dann, ja, die immer, wenn junge Leute diskutieren auf Parteiniveau, wie engagiert sie sind. Das ist ein Wort, was immer fällt, da ist engagiert und den einen ist mehr engagiert wie den anderen. Mir fragt das aber, sie wollen nicht ändern. Das alles substanziell nicht anderes. Sie schwätzen am Geist von der Kontinuität. Ja, für was muss ich dann noch engagiert sein, wenn ich substanziell sowieso nicht ändern will? Das freue ich mich. Aber wisst ihr, was ganz Schlimmes? Und das meine ich ehrlich. Die sind also so furchtbar fein, sympathisch. Ich habe da letztens gesagt, auf der Table Rand, ja, mit die anderen, die sind ein bisschen mehr sympathisch rüberkommen. Und ich wäre auch gern sympathisch. Die wisst ja, wie man genannt kaufen. Schmuddelkinder. Mir ich denke, wenn wir die Courage haben, Themen unzuschwätzen, Themen unzupacken, wo wir erst Fanger dreckig machen müssen, ja, da gehe ich gerne Schmuddelkant genannt. Wenn der jetzt mir sieht, du bist ein Schmuddelkant, ja, da kann ich schon so immer dir nach Reibungen. Ein Rotschlag, den ich die großen Parteien kann geben, als kümmere dich mal Zuge von den Leid, anstatt Schüttverein als dumm, rückständig und ignorant zu betiteln. Und da leid vielleicht mein Denkfehler. Wenn ich so kümmere dich mal Zuge von den Leid, ja, du hast einen Denkfehler. Nee, wir kümmern uns logisch Zuge von den Leid. Weil das da die an eine Regierung könnt. Das steht außer froh. Ich will mich nicht auf ein Zoll festlegen, auf ein Jahreszoll. Mit das mir an eine Regierung kommen, da das absolut klar. Die Leute und das Land kommen nicht lernst ein ADR. Und ich fand immer immens überraschend, wenn da Spezialisten kommen, promoviert Wissenschaftler von den Unien, und die sagen dann, ja, die ADR, die hat eine Charakteristik, sie feiert immer so den Wir gegen alle Prinzip. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Wir gegen alle Prinzip, das nicht, was mir als an irgendwelche Reunionszell ausgelöst wird. Das geht ganz organisch von selber. Wir stellen grundsätzlich Fragen, die keine andere Partei stellt. Ja, wenn Konsequenz davon ist, dass wir rausstechen an ein Wir gegen alle Prinzip, ja, desto besser. Ich kann just sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 14. Oktober leidet an der Hand vom Wähler etwas zu ändern. Der 14. Oktober dezidieren auch die 80% von den Lützebäuer, die beim Referendum klar nie gesagt haben, ob sie sich weiterhin von einem Gambia-Staatsminister so lassen, dass sie dummer rückständig sind. Der 14. Oktober dezidiert die Lützebäuer, ob der Claude Wissler an CSV mit ihrem Geist vom Konsens an der Aufpassung am liebsten mit einem Gambia-Partner als Steib wirklich die großen Herausforderungen meistern werden. Oder der 14. Oktober dezidierte Lützebäuer sich auch nicht. Beweist, wie schon beim Referendum, Weitsicht und Nachhaltigkeit. Traut sich klar und deutlich zu positionieren. Da die riecht alle Leid eng freundschaftliche Hand. Aber vor allem schwätzt nicht just über Eis, schwätzt matt
Eis. Ze Summe si mir stark an iwwerstehen all klengener grösse Sturm. Ech schon last Jahr als Aufschluss vermengeriert de bedeutende Jean-Claude Juncker zitiert. Das Jahr zitieren ich leider just de ganz klenge Würmchen. De Michel Lemaire sot 2 Joer Nationalkongress zu Ursbild ech denken, dass mir als ADR wunderbaren Zeiten entgehen gehen. An das Lützebäuer Land, wann auch nicht wunderbaren Zeiten, mit zumindest besseren, durchaus besseren Zeiten entgehen geht. Ist so nicht, merci.